Yo Leute, Peace, ich bin Maurice, willkommen hier in Youth auf 2126 Höhenmeter über Meer. Somit ist Youth die höchstgelegene, ganz jährlich besiedelte Gemeinde in der Schweiz und in ganz Europa. Kommt doch mit. So klein ist Youth, aber dafür ganz toll. Hier umeinander hat es Berge, wo Youth berget. Hier hat es eine hammermäßige Aussicht runter auf die Berge. Ich esse hier im Gasthaus etwas noch schnell und dann gehe ich schon wieder auf den Bus. Halt, bevor wir auf Chur gehen, möchte ich euch etwas über Youth erzählen. Erst im 15. Jahrhundert ist das Tal durch deutsche Walser besiedelt worden. In Youth leben zum jetzigen Zeitpunkt etwa 30 Einwohner aus 6 Walser Familien. Neben eigenen Wohnhäusern gibt es einen Gasthof, mehrere Ferienwohnungen, ein Touristenlager und eine Poststelle. Bis nachher. Und damit willkommen im Haldehütli zu Chur. Das ist das Haldehütli und das ist Chur. Hier hat es sogar eine Karte, wie gezeichnet ist, wie Chur früher ausgesehen hat. Das wäre es eigentlich von dem Video. Obwohl, ich war letzte Woche am letzten Samstag bei der Burg Oberjuwald. Dort war es sehr windig, von dem her, ich weiß es nicht, ich probiere es mal, die Aufnahme windstill zusammenzuschneiden. Heute werde ich mit euch auf die Burg Oberjuwald laufen und wandern. Ich bin gespannt, wie die Aussicht von dort oben auf Brodenbrunnen im Bündnerland ist. Hier steht Information: Liebe Ritter, Prinzen und Prinzessinnen, ab sofort und bis auf weiteres ist die Burg nur noch für Gruppen geöffnet. Informationen findet ihr auf www.burgoberjuwald.ch oder rufen mich an unter herzlichst eure Marlies. Okay, das machen wir jetzt gerade nicht. Ich will nur die Aussicht von dort oben bestaunen. Wir gehen mal schauen. Hoppla, das ist aber schnell gegangen. Schaut, da ist schon die Burg. Ich denke, sie wäre weiter oben. So schnell kann es gehen, wenn man ein Ziel hat. Warum in die Ferne schweifen? Denn der Turm, er liegt so nah. Der stolze Turm, atemberaubend, steht er hoch über roten Brunnen. Auf einem Felsvorsprung, nach einem kurzen Aufstieg, tritt man durch das Burgtor in eine 800-jährige Vergangenheit zurück. Jedes Wochenende verwöhnt Marlies Lötscher mit ihrem Team alle Gäste, Ritter, Prinzen und Prinzessinnen, mit herzhaften kulinarischen Köstlichkeiten. Die unvergessliche Aussicht in der urgemütlichen Ritterstube lädt herzlich zu Familienfeste, Vereins- und Firmenanlässe, Vorlesungen und Kurse ein. Während der Wintermonate stehen hauptsächlich Fondue und das weltweit einzigartige Raclette aus dem Bierfass zur Gaumenfreude bereit. So ganz windstill geht auch wieder nicht. Von dem her, ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Kommt darauf an, wenn ihr das Video hier seht. Und Peace, lasst es und tschüss.